Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt schön Pfingstdag gehabt. Also, manchmal mit einem so eine Besuch ja richtig der Euro ab. Da haben wir Lück gesagt, ach, süchens an, der Dom ist ja ohne Gerüst an der Tön. Das war für mich ganz normal. Er wird aber nicht allzu lang bleiben. Denn eins steht ja fast. Wenn der Dom nicht mehr repariert, da nichts mehr zu reparieren wäre, dann geht auch der Welt am Eng. Und der Dom, der hat noch genug Arbeit für sich. Also, sie sind ja auch wieder dran. Im Moment kann man überhaupt nicht um den Dom rumlaufen. Ja, das ist schade. Man kann kein römisch-germanisch Museum sehen, auch nicht das Mosaik mit der wunderschönen der Speisesaal von der Alle Römer. Der Wasserspeier vom Hennes kann man nicht sehen und das Konterfei vom Meister Gerard. Erst bescheiden, aber selbst der kann man nicht sehen. Ja, das ist schade. Mit dem Podcast ist es ja auch schwierig. Wir können nur ein bisschen davon erzählen, was es zu sehen gibt. Aber man kann es ja nicht sehen wie in so einem Film. Müssen wir uns also ein bisschen Mühe geben. Genau so ist es mit dem Beschrieben. Für ein Beispiel das Gitter von Paul Narl. Was für ein Gitter? Ja, das ist die Südseite, also wo der Roncalli-Platz ist. Da haben die Skater, das ist ja Trappe. Und da sind die Skater mit ihren Dingen oben raufgefahren und haben die Kante alle abgefahren. Und aber was noch viel schlimmer war, jedenfalls meine ich, auch von der Pietät her, die da wild rumgepinkelt haben und noch Schlimmeres. Uiui. Ja, ich kann mich ja drauf besinnen, das war ja heftig. Die Skater, die sind manchmal richtig europahüb und der ein auf andere Tourist konnten auch gut an den See springen, sonst hätten sie da gefahren. Ja, ja. Aber jetzt, das Gitter, da kann man wirklich nicht mehr drüber klemmen. Du siehst es, das ist ein schmiedeeisernes Gitter. Und der Paul Narl hätte sich auch nicht nehmen lassen, seine persönliche Handschrift an dem Gitter zu verewigen. Für ein Beispiel, wenn du am Roncalli-Platz stehst und los hier in das Südportal, dann siehst du, wo links das Gitter am Eng ist, boven, damit die gerade nicht aufbrechen können, wie da so eine Silhouette vom Kardinal ist, der die Hand beschwörend hält, was so viel bedeuten soll. Sieht vorsichtig mit dem Dom, das hätte alles viel Geld gekostet. Und ob der andere Sieg, also ob der rechte Sieg, sieht man eine schmiedeeiserne Wolf mit gierigen Zähnen, den am Geld raffen tät, was da so eine Kirche her in der Hand hält. Der hält ein D-Mark in der Hand, das soll heißen, liebe Kirche, gib mir Geld, wir haben das auch schon nötig und es kostet auch viel Geld. Ja, die Zängen sind wirklich arg gefährlich aus. Ein bisschen weniger wird dann mir so von der Theologie. Da sieht man, was der Mataré an der Dürre gemacht hat. Der hat noch viel mehr machen wollen und die ganze Dürre umgestaltet. Er war am Eng, hätte die Bilder gemacht. Also der ganz lange Finger, das soll der Hand vom Herrgott sein, die alles gemacht hat. Und dann sieht man da die Vögel, also 3 Sorten Vögel. Erstens eine Pelikan. Die Pelikane, die tun sich ja in der Brust beißen und tun damit mit dem Blut, was da rausküt, die Pens fördern. Und das soll dann ein Bild sein für das Opfer von Jesus am Kreuz. Uns vielleicht ein bisschen fremd, aber ist ganz geläufig. Und dann, was man auch noch gut kennen, das ist ein Düfje als Zeichen für den Friede. Und dann am Eng noch der Hahn, was man in Verbindung bringen kann mit dem St. Peter, der ja auch der Patron, eine von den Patronen vom Dom ist.
Das mit dem Zinpeter und mit dem Hahn muss man vielleicht verklären. Da gibt die Stelle im Evangelium, wo der Jesus dem Peter voraussät, dass er ihn verraten wird und dass er ein Bangebutz ist und nicht dazu steht, dass er auch eine Freund vom Jesus ist. Und dann sagt er jedes Mal wieder, wenn er gefragt wird, der Peter, dass er den Jesus nicht kennen tät. Und beim dritten Mal, wie Jesus das vorausgesagt hat, der Hahn eine Krie machen. Und da ist der Zinpeter natürlich, hätte sich selbst erwischt und ist ganz bedrückt. Und daher küttert, dass ob die katholische Kirche jedes Mal der Hahn ist. Sollte einem zu denken geben. Beim Namen Peter fällt einem nicht nur das in, sondern auch die Glocke. Und außer der Glocke der Drühe Peter. Was heißt das? Der Drühe Peter ist eine Brunnen, der von der Königin Augusta, das war die Frau von Wilhelm I., gestiftet hat. Und sich 2010 steht die da, wo sie jetzt steht. Vorher hatten sie die, das war 1870 rum, am Domchor postiert. Und das tät nicht fluppen mit dem Wasser, das tät nur dröppeln. Und daher war der Name der Drühe Peter. Ursprünglich sollten da Fantasietiere um den Brunnen herum geschaffen werden. Aber wie man heute noch sehen kann, waren dann später doch die Löwen, die Zeichen der Macht. Also in der Zwischenzeit hat der Pötz noch hier und da gestanden und 1999 haben sie der so in im Depot postiert, weil das alles nicht fluppen tät mit dem Wasser. Das ist lustig, das Ding hat jetzt den Namen der Drühe Peter. Und da habe ich neulich gehört, wie einer gesagt hat, ach Lorenz, da ist der nasse Drühe Peter. Schön. Also, es ist wirklich ganz lustig. Und Mensch, einer, der ganze Verzell nicht kennt, der nicht weiß, dass das 10 Peter sind soll, der freut sich, was das ist. Was haben da 4 Löwen zu tun mit einem Kerl mit Bart, der da oben drauf steht. Also manchmal möchte man wirklich entweder eine Podklar führen oder eine Führung buchen. Also wir stehen immer noch auf der Terrasse, wo der Pötz ist und auch sonst noch jetzt zu beluren ist, die heißt die Papstterrasse. Ja, die Papstterrasse. Wir stehen also immer noch am Roncalli-Platz. Der nicht nur dem Zirkus, sondern am Roncalli, der spätere Papst Johann der 23. Und auf der Gedenktafel sind 2 Gedenktafeln. Auf dem anderen sind dann der Johann Paul II., der Papst, und der Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Das findet man ja normal, dass man Bilder von Päpsten an so einer Kirche sieht. Was wirklich eine Überraschung ist, meine ich, ist, dass man so eine Hausnummer sehen kann. Wenn man vor dem Dom steht, vor der Westfassade, da kann man zwischen den Portalen die Hausnummer 4 weiß auf blau sehen. Aber so hoch, dass man sie nicht die ganze Zeit kleuen kann. Aber wer unbedingt haben will, der kann nicht ahnen, wie denkt, wie heißt das Ding, im Andenkenladen sich so eine Nummer kaufen. Also sitte so gut und lässt die Nummer 4 am Dom stehen. Wir tun das jetzt einfach wiederholen, weil es so eine schöne Verzell ist. Die Franzosen wollten ja ein bisschen Ordnung in das Ganze durcheinander bringen und haben die Häuser einfach durchnummeriert. Das hatte man im Verzell, wo es um die 4711 ging. Und so hätte der Dom auch 2583,5 gekriegt. Das half, weil es ein öffentliches Gebäude war. Es ist ja wirklich für sich zu amüsieren. Aber wenn man weggeht an der Porze vorbei, geht man an die andere Ecke, also an der Nordton. Und das ist nicht mehr lustig. Da wird richtig Zoff drum. Du meinst sicher die Domplomb. Da möchtest du ein bisschen von erzählen, das kennen die Mietste wahrscheinlich nicht. Das war ganz, war schlimm Dinge. Und zwar, die waren ja ständig die Bombenangriffe vom Feind. Und am 3. November 1943,
da ist es passiert. Man wollte natürlich nur den Hauptbahnhof treffen, weil das ja ein Verkehrsknotenpunkt war. Und damals war der Dombaumeister Hans Guldenpfennig. Und jetzt, warum erzähle ich das? Der Nordturm, da hat eine ganz große Baschkreie von einer Luftmine, die da explodiert ist. Und es bestand die große Gefahr, dass der Nordturm, also wenn du dafür stehst, links, dass der einstürzen wird. Und der Dombaumeister hätte die Guldenpfennig hießen, der hätte es geschafft, dass beim Materialamt in Köln direkt 27.000 Zielstehen genehmigt gekriegt, für das aufzustützen. Und das war so, wie man so schön sieht, die Plomb für den Dom. Und da war dann später große Palaver drum. Warum? Der Weirus, der Dombaumeister damals, der wollte unbedingt, dass die Plomb sichtbar war. Und da waren Gott sei Dank andere, die haben gesagt, wir haben so viel kaputte Kram, den wir in Köln sehen können. Da müssen wir nicht auch noch unseren herrlichen Dom von der Ziel stehen, die zwar nützlich sind, aber die ganze Domverschenke-Lehre auch noch an. Und so ist es dann auch passiert. Es war dann der Nachfolger, der dann dafür gesorgt hat, dass die Zielstehen verblendet wurde mit der Originalstein, die der ganze Dom zusammenhält. Und wir Kölsche sind froh, dass es so gekommen ist, dass man jetzt wieder der Dom wenigstens äußerlich ganz wieder sehen kann. Also die Argumente dafür, aber ich habe es interessant gefunden, Barbara Schock-Werner, die Frau Dombaumeisterin, sagt, die ganze Stadt ist ein Denkmal für die Folge vom Krieg. Ist ja auch klar, das ist alles kaputt gewesen. Und da sieht man noch genug andere Sachen, die kaputt waren und ganz anders wieder abgebaut wurden. Und sie wollte auch nicht, dass es die Illusion gibt, der ganze Dom wäre aus Segel gebaut, dass man die nur verkleidet hat. Und deshalb meint es, das wäre nichts. Ist ja auch klar, der Dom ist gebaut aus Sandstein in Wies und in Brung und aus Trachit. Wenn man jetzt den Eindruck hat, das wäre alles aus Segel gebaut, wie die Backsteingotik, das ist natürlich echt und never. So ist es. Es ist auch amüsant, dass Frau Schock-Werner, Frau Dombaumeisterin Schock-Werner, sagt, dass der ganze Dreck der Dom zusammenhält. Wie sie angefangen hat als Dombaumeisterin, wurde sie öfters gefragt, ob sie den Dom jetzt sauber machen tät. Und sie meint, ob das damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist. Aber sie meint, dann wird der Dom nicht mehr vom Dreck zusammengehalten und das tät nicht fluppe. Wenn man jetzt der Ecke rumgeht, da guckt man noch dem letzten Dinge von unserem Weg her, das ist die Domschatzkammer. Wir sind ja jetzt nur draußen geblieben und was da drin ist, das können wir beim nächsten Mal oder sonst wann erzählen. Aber mir fällt direkt in, wenn man nur die Port sieht, dann fällt mir der ganze Kram in, was mit Schäfers Nas passiert ist. Ja, das war 1995. Da ist das silberne Vortragskreuz gestohlen wurde. Und es gab dann auch es war ausgesetzt eine Belohnung von 3.000 Euro. Nee, das waren noch D-Mark. Das waren noch D-Mark. Das waren D-Mark. Oh ja, da kannst du sehen, was ich daneben bin. Die Schäfers Nas. Jetzt muss man dabei sagen, der damalige Dompapst, der hat dann auch wohl eine Verbindung, warum auch immer, mit der kölschen Unterwelt, unter anderem mit der Schäfers Nas. Und dann Hörens, du kennst den Schäfers Nas, der war ja auch allens beim Schreinemakers im Fernsehen. Ja. Aber normal, die Leute, die ein bisschen jünger sind wie du, die kennen den nicht mehr. Wieso heißt der Schäfers Nas? Nas? Ich vorstellen, das war ein Türsteher und der hat sowieso ein Flötsch gehabt und die haben sie ihm noch
gehauen, dass er eine Blitz in der Nase hat. Und da war es natürlich die Schäfersnase. Der war Türsteher, Zuhälter und also, ich würde sagen, leger gesprochen, eine Kriminelle. Und der Props ist bei der gesagt und hat gefragt, ob er ihm nicht helfen könnte, das Vortragerkreuz wiederzukriegen. Weil er so das Gefühl hat, der Domprops, dass die kölsche Unterwelt da beteiligt war. Und siehe da, es dauerte nicht lang, da kam der Schäfersnase persönlich mit dem Vortragerkreuz bei der Domprops und ja, wird ihm dann feierlich zurück. Und da hat der Domprops gesagt, ja, jetzt kriegst du auch die 3000 Mark Belohnung. Und da sagt der Schäfersnase, der hat ja auch seinen Stolz gehabt, aber noch eine Kriminelle war. Nee, der Dom, den man nicht bestellen, dem geht man höchstens noch jetzt. Er hat doch jetzt akzeptiert. Ich habe nicht gehört, dass der Bernhard Henrichs dem versprochen hat, er hätte für ihn bette. Und das wollte dann jeden Hand für sich schwarze sehen. Ne? Ja, so ist es. Also man kann sich vorstellen, so eine Verzell, wenn man eine Stadtführung mit, so eine Verzell vom Schäfersnase, kütt jedes Mal Jod an. Und man muss sich das klar machen, was man jetzt all verzählt haben, ist alles vom Dom von Drusse. Also man kann also eine Stunde da spazieren und ist noch ja nicht binnen gewesen und hat also so viel erlebt. Übrigens, die neueste Figur am Dom ist ein aktuell Gesicht. Vom Kardinal. Vom Kardinal Wölki? Nee. Vom Papst Franziskus. Hä? Ja, das ist keine Witz. Das ist mitten über dem Haupteingang in der Nähe vom Noah. Da dem Hermann jetzt ganz die Sprache verschlägt, machen wir besser den Sprachkurs. Ja, das Rette, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Hüg waren wir viel beim Bauen. Dann sprechen wir auch über die Wörter, die damit zu tun haben, wann irgendwo jetzt gemurrt wird. Da ist für ein Beispiel die Dürr und zwei davon sind die Dürre. Oder der Port. Und mehrere, ein paar davon sind die Porze. Dann jedes de Trapp und zwei oder mehr davon sind die Trappe. Et Finster, die Finster. Alle Kölsche sagen noch die Finster. So eine Anlehnung, ich finde das toll, wie im Latin, Finestra, weiblich, ne? Die Finster. Ich glaube, kennt kein Mensch mehr. Also, das Finster oder die Finster wird beide Einzahl. Das ist interessant. Ja, der Ton, die Tön. Ich glaube, da müssen wir Hochdeutsch sagen. Der Turm, die Türme. Also ist nicht wie Kölsche Tön. Kölsche Tön sind ja Kölsche Töne, hier sind nicht die Töne. Und das wissen auch nicht viele Leute. Also für ein Beispiel an der Kreuzblom, die da unten steht, so eine Treffpunkt, der sie uns Hans ob der Weg gebracht hat, da steht auch jetzt von der Domturm dran und da steht das kölsche Wort Tön überhaupt nicht mehr. Das ist schade, alle Sprachen standen da, aber die Tön sind nicht mehr für ewig. Am Ende vom Sprachkurs und von dem ganzen Besuch beim Dom, wem gehört eigentlich der Dom? Also meistens kriegst du die Antwort, dem, für ein Beispiel, dem Kardinal. Das ist ja, dass das nicht der Fall ist. Ja. Dann könnte der Kardinal ja auch bestimmen, was passiert. Und dann hätte man das schöne Richterfinster nicht kriegen. Der Kardinalmeister könnte das ja nicht mit legen. der Stadt, dass der Dom der Stadt gehört. Auch nicht. Auch nicht. Das stimmt all nicht. Der Dom gehört sich selbst. Heißt so schön, es ist eine juristische Person. Aber der Dom gehört uns alle Molde. Und egal, was die Leute glauben oder was sie darüber denken, sie können erinnern und es ist echo, das meine ich jedenfalls und du sicher auch, dass 2021 sie beschlossen haben, dass man auch jetzt noch kein Ticket lösen muss für in der Dom erinnern. Also, Lev Lückscher, dann jord üchens der Dom belore erstens von Drusse und demnächst dann auch von Binnen. Tschö.